Kolleginnen und Kollegen, dass ein Exerzsystem machen, dem wir alle machen. Das ist aber ein gutes Exerzsystem machen, weil die Erfahrung von den letzten Jahren gewiesen hat, dass die neue Prozedur, die wir von 2006 praktizieren, dass das eine Prozedur ist, die hier Fristen dreht. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Comexpo, die wie lange Banne sind an der Chambre wissen, wie früher als Projekt, wenn wir drei Banne gestimmt und dann haben wir ein Kreditmat gestimmt. Ein ganz tags noch bei den Konten die Realität ganz weit weg von dem, leider im negativen Sinn, wie das, was wir Banne gestimmt haben. Wir können aber auch feststellen, an Comexpo kriegt ja regelmäßig von den einzelnen Projekten sowohl die direkt vom Staat wie auch von der Eisenbahn realisiert gehen, der Stand von der Entwicklung von den Projekten. Und da kann ich nicht mehr sagen, dass praktisch alle Projekte, die wir heute an Côte de Route tun oder an den letzten Jahren aufgeschlossen oder neue Prozedur, dass das Projekte sind, die sich am Kader von den bestimmten Krediten aufwickeln. Und dafür kann ich noch nicht all den Leuten, die trotzdem ausgeschafft und die sie exekutieren, merci so, felicitieren für die gute Arbeit, die da gemacht wird, weil das erlaubt auch dann der Politiker, vor allem dem Finanzminister der Regierung, für eine finanzpolitische Gestion können zu machen, die allem keine Rechnung drin haben, wo keine große Überraschungen bei den Projekten kommen. Das war der Debüt von der neuen Prozedur. Man eine gute Erfahrung damit gemacht. Und dürfen also doch gut, dass wir die Prozedur beibehalten, auch wenn wir wissen, dass das eine langwierige Prozedur ist. Das ist aber nicht mehr lang wie so früher. Also wenn wir heute eine Motion stimmen, wobei ich der Kollegin José Lochsche will merci so für ihren guten Rapport, den sie seit 4 gedrohen hat, da wissen wir, dass das Projekt sind, dass Leute nicht sollen am Land dabei sein, das gibt mir dummer den Ugo, mit dass die Projekte, die eine Reihe von Jahren brauchen, an die Projekte, die wir heute an der Motion stimmen, die auch als Zustimmung finden, die gehen bis voraussichtlich 2022, bis sie realisiert gehen, ob schon der Teil volumenmäßig, was die Finanzteil lang nicht die allergrößte Projekte sind, das einfach eine Prozedur, die nun eben Zeit braucht. Ich brauche nicht mehr auf die einzelnen Projekte ranzukommen, wie gesagt, Madame Lochsche hat Datei an allen Detailen gemäht, sodass ich am Anfang pur mehr prinzipiell Überlegungen will Heimat an Diskussion ranbringen. Verdicht sie nicht am Nun von der Frau, dass alle Projekte auch die Mobilität reduziert d'Office dabei ist. Nur ganz tags in der Vergangenheit Projekte gemäht, wo man nicht nur Straßen, Infrastrukturprojekte, sondern auch Gebäude gebaut, wo man die Leute vergessen. Das ist am Anfang nicht zu verstehen, dass man als Staat oder als Gemeinde über Jahre das nicht als eine Normalität gesehen haben, dass am Anfang ein bisschen darauf gestoßen gehen und dürfen als Hautflotze gesehen, dass da an unseren Planungen sowohl beim Staat wie hoffentlich auch bei der Gemeinde eine Normalität ist, dass man alles das, was wir heute realisieren, den Kriterien entspricht, dass auch die Leute sich können überall wie alle anderen Menschen auch bewegen. Das Zweite, was positiv ist, das ist das Haut auch systematisch für das Verlorenmarkt geplant. Auch das war etwas, was hier im Land über Jahre stiefmütterlich behandelt geht als, und ich meine, wir haben nicht für eine allzu lange Zeit, an der letzten Periode, ja, den nationalen Plan für Velospisten gestimmt, und noch heißt ich der Meinung, dass man den Plan gestimmt und dass es sollte hingehen, dass noch alle Infrastrukturen, an hier ist das ja der Fall, wie zum Beispiel bei den Garen, dass den Dor und Velo soll denken, aber auch bei normalen Straßen sind ich der Meinung, dass die Misslöser drüber übergehen, wie auch da, wenn Terra da ist, dass den überall gibt, systematisch Velospisten mit Ullen über den Plan, den wir für kurze Zeit bei Bahnen gestimmt haben, weg. Mit der Motion, die wir hier stimmen, geht a priori den größten Teil, das sind Parkentreiten. Aber wenn wir die Chiffren zusammen zählen von den Parkentreiten, inklusive der Bahn Gasbrich, da kommen wir bei einem Sum von 4.500 zusätzlich Plätzen, die wir hier auf den Parkentreiten werden kriegen. Da kann ich sagen, dass das viel
wenn den dat aber an der Entwicklung vom Land rasetzt, da wird man gesehen, dass auch mal den 4.500 an andere, die ja Planung sind, wie zum Beispiel Kirchbirch, dass man da mal sicherlich nicht als Problem Werte lesen. Wichtig ist allerdings, dass man die Paragraphen nicht an den Zentrum, dass man die so weit wie möglich vom Zentrum weg und Grenzen setzen, dass man sie bei Gare setzen, was die auch mit Wasser billig, mit Painting, mit Trodange realisiert wird. Aber wir bauen da auch am Zentrum. Gibt das da argumentiert wird, weil das auf der Strecke vom Tram ist. Aber so muss ich aber wissen, dass man mit den relativ großen Paragraphen, sowohl später Kirchbirch wie auch im Gasbrich, am Anfang Tausende von Leuten, wohl verteilt mussten auf die Paragraphen kommen. Gibt da doch gesagt, dass den Bussen dahin kommen. Mit Bussen, die 2000 Bande Gasbrich oder im Kirchbirch kommt dann ein Mensch mehr, das für Autos. Und die Autos mussten mal dahin kommen. Da wissen wir aber, dass an den Spitzenstunden all die Richtungen mehr wie blockiert sind. Und für meine Vierräten habe ich gesagt, wir froh, dass der Minister Logif auch wieder so 30 limitieren, zulassen auf die Staatsstraßen. Aber ich kann ja sagen, Herr Präsident, ich wäre allmählich froh, wenn ich Kind mit 30 an die Stadt kommen. Aber das ist leider nicht möglich, weil der Bürgermeister von Hesper grinst, du haben lang bis er Passbar, von Freising bis er Passbar brauchen, in der Zwischenzeit 1 Stunde, dann ist er noch nicht an der Stadt. Also das Problem ist, dass man nicht mehr können mit 30 in dem Land fahren, aber dass man immer mehr steht. Denn mein Freund hat auch gesagt, dass Herr Finanzminister de Moyen die Chiffre gesagt hat. Ich meine, den Conseil National des Finances, den hat er nach mehr weit Perspektive gemäht, der schwätzt vom Jahr 2050, 2060 mit 1,2 Millionen Arbeitsplätzen hier im Land, wenn wir bei der Entwicklung weiterfahren. An die Chiffren, die wir der Moyen gekriegt haben, da heißt am Anfang, dass die Einwohnerzahl von 2015 bis 2019 um 50.000 an Lot geht. An der Arbeitsplätze an dem selben Zeitraum 40.000 Arbeitsplätze an Lot gehen. Aber da gucken, dass wir an 4-5 Jahren 40.000 Arbeitsplätze hier im Land weiter schaffen. Und das sind die Relation mit den 4.500 Parkplätzen, die wir machen, gibt da doch noch ein Teil, ob den öffentlichen Transport abgeht. Da wir sehen, dass den Stauen trotz allen Infrastrukturen, die wir machen, an den nächsten Jahren werden weiter an Lut gehen. Und das ist einfach eine Realität. Und das ist auch das große Problem, das wir hier im Land tun. Und dafür haben als geringe Kollegen an der Vergangenheit immer vom Zukunftstisch geschwärzt. Eine Idee, die wir immer unterstützt, weil man gesagt hat, das ist am Anfang das Problem, mit dem wir in der Politik müssen also nicht setzen, will man oder muss man die stramme Wachstum über Jahrzehnte weiter upeilen oder muss man nicht ein wirtschaftliches System erfahren, den auch ein Sozialsystem kann finanzieren, den vielleicht nicht mehr alles ermöglicht oder den auch nicht das finanziert wird, wo man aber nicht mehr obligiert sind, müssen so stramm zu wurzeln. Und ich bedauere, dass das Regierung aber am Anfang auf ein Maximum von Wachstum weitersetzt. Und da tut noch der neue Redresser vom Finanzminister geguckt, für ein Maximum von Wachstum zu kriegen und geht nicht um Konsequenzen von dem Wachstum noch, sondern wir kommen aus dem Dilemma da nicht mehr raus, wenn wir kein Antwort auf die Frage da fanden. Und dafür haben wir als ADR ja eine Interpellation angefordert über die Zukunft von Lützburg, die ja nach für und Ende von diesem Jahr hier in der Chambre debattiert wird, wo wir am Anfang wollen, die Frage noch vordrücken, dass wir es müssen als Gesellschaft und dann nicht nur in Politik, mit all vorsiebler Nation hier im Land auseinandersetzen, was für eine Zukunft wir als Land was wir wollen, was für Wachstum das wir wollen, aber wenn wir nicht wollen, dass am Jahr 2050 hier im Land 1 Million Arbeitsplätze sind, dann muss man auch bereit sein, umzudenken. Und das ist die Idee, die wir als ADR wollen lancieren. Am anderen Fall, Herr Präsident, die Damen und Herren, können wir hier alle Jahre neue Straßen, neue Paragraphen stimmen. Da gibt das Problem nicht mehr klein.
gëtt mi groß an alle die Leiit, die net an der Staat vunnen, mit die Igent 400 mit der Staat vunnen, am Moes muss an Staat ran, an oversech der Staat raus, de gesinnet dafir da, dat trotz allen Autobunnen, neue Strossen, neuen Parkentreite, neue Buslinien, die man bauen, Stauen, die gi vun da zu da mi groß. An dürfen was die wesentlich froh als Zukunft vu Lützeburg planen, weil das dann fährt op Altfroen, weil sos komme aus dem Dilemma do net mehr raus.